Guten Morgen miteinander. Hallo zusammen. Ja, eine neue Woche hat angefangen. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Ussenberg. In Ussenberg gibt es eine Brauerei, die Suona-Brauerei. Und die haben ein feines Bier, ein Kräuterbier. Und das werde ich in Zukunft an der Bar 61 anbieten können. Ja, auf einmal Claudia war beim Tierarzt mit den beiden Jungs. Tragisch, aber ja, so muss es sein anscheinend. Und ja, und ich gehe auf Ussenberg. Und so fangen wir die Woche an. Yeah! Ah nein, ich habe ja schon lange angefangen. Ich habe heute Morgen einen Haufen Holz geschnitten. Der Food Forest kommt gut. Und ja, das Crowdfunding kommt das super. Nur noch 18 Bäume im jetzigen Moment. In the future, when there's no more fossil energy, how we gonna feed the masses? Have enough for you and me? Dennis, was machst du da drinnen? Life today seems pretty good, like we came out on top. Ja, also ich habe wieder mal ein neues Projekt gestartet. Es hat wieder mal mit Katzen zu tun. Und zwar habe ich ja letztes Mal das Katzenfenster eingebaut, also das Katzentürchen im Fenster. Und jetzt mache ich außen noch Leiterli, damit es noch einfacher auf und runter können. Also da oben im mittleren Fenster mit dem weißen Rahmen, da habe ich das Katzentürchen eingebaut. Und dann soll nachher da von dem Blumenhangteiltopf da Katzenleiter runter bis zu diesen Steinen. Und dann können sie nämlich da hinter den Stall. Da können sie nachher selber durchklettern. Das habe ich schon viel gesehen, wie sie das machen. Und dann können sie nachher da hinten auf der Rückseite von unserem Häuschen eigentlich runter, wo es nachher zum anderen Stall übergeht. Ja, das ist der Plan. Und was ich schon dazu gefunden habe, was ich verwende. Ihr wisst ja, wir arbeiten eigentlich immer mit Sachen, die man sowieso vor Ort findet. Und was ich da super geeignet gefunden habe, das seht ihr jetzt gerade. Ja, zum einen habe ich da wieder mal so ein Stefferteil. Das habe ich gerade schon schnell zugeschnitten auf die richtige Länge. Und dann habe ich ganz viel von diesen dünnen Lättchen da gefunden. Von denen. Und die verwende ich, um da so Querstrebeli überzumachen, weil es ja ziemlich steil ist, damit sie ein bisschen Halt haben. Et voilà, ich bin fertig. Unten noch einen kleinen Stopper. Oben noch ein bisschen länger, damit ich es dann befestigen kann. Jetzt muss ich es nur noch hertun und festmachen. Meine Montagevorrichtung ist fertig. Und zwar habe ich hier vorne so ein Klötzchen hergemacht, das habe ich draufgeschraubt, damit es nicht vorrutschen kann. Und da hinten habe ich so eine Verlängerung drauf. Das habe ich mit dem Sims verschraubt. Ja, hebt wunderbar. When there's no more fossil energy, how we gonna feed the masses? Have enough for you and me? Life today seems pretty good, like we came out on top. But I wonder how we're gonna get down. Danke, Joe! Yeah, der Joe hat mir endlich ein Kikeriki geschenkt, das ich die Kamera dabei hatte. Und endlich konnte ich es festheben. Yeah! Gotta be careful we don't drop. Take it slow. Make it small and slow. To avoid the confusion, use small and slow solutions. Yeah. Es ist Montagabend und wir haben jetzt gerade ein bisschen Drama hinter uns. Auf einmal hat es gekreischt und gelärmt draussen. Und Claudia schreit, Colin, los, raus bei Menschen! Und dann sind wir rausgerannt und dann haben wir genau noch gesehen, der Greifvogel, wie er den Johnny packt und davon fliegt. Also der ist dann zwischengelandet, den haben wir dann nochmal gesehen, bin ich runter, aber den Johnny, den habe ich gefunden, aber der war tot gewesen. Die 3 Weiber, die sind in eine Höhle hineingeschlüpft und haben sich versteckt, also so eine kleine Steinnische in der Wand rein. Und Joe haben wir auch gedacht, sei weg zuerst, weil sind Federn rumgelegen und er war nirgendwo zu finden gewesen. Haben wir gedacht, ja, die beiden Gückel hat es genommen.
Ja, nein, aber der Joe ist jetzt vorher gerade wieder auftaucht, wo er sich versteckt hat. Ja, ja, das Schicksal hat es so wollen, die Natur hat es so wollen, der Johnny hat es genommen. Sehen wir wieder zurück zur alten Formation. Oh, wir haben eine 2.0 Station, Hühnerstall für den Frühling oder für Gänse. Aber jetzt auf den Winter hin, das ist jetzt vorbei. Ja, no, so fängt die Woche an. Viel mehr Licht, viel mehr Platz. Wir sind schon bald da dran zum Pflanzen, aber jetzt bin ich am Aufräumen. Für jedes Baum, das ich rausschneide, habe ich 4 Verwendungen, mal sicher. Ja, das gibt alles Kompost und der Laub geht am Boden vergammelt und tut Humusaufbau helfen. Genau. Es wird noch klein gehäckselt, zum Teil wird es verbrannt, zum Teil wird es für ein anderes Zeug gebraucht. Und dann habe ich verschiedene Rugelgrössen. Die einen werden zum Pilzeln gebraucht. Ja, da werden die infiziert mit Pilzdübel von speisepilze.ch. Und die gröberen, die werden verschnitten und getrocknet für Holz. Genau. Und dann haben wir noch die 4. Verwendung, sind Pfosten. Ja, die kann man für Boden, für Pfähle, für Hebeliensäcke, für Pfosten halt. Für viele Sachen brauchen. In your front yard, you can grow most of your food. Jetzt bin ich im Fall, habe ich gerade gemerkt, ich bin froh, bin ich noch nicht dazu gekommen, zum Netz zu verräumen, das wir unter dem Nussbaum hatten. Werden wir übrigens nächstes Jahr besser machen und mehr machen, oder auf jeden Fall wieder machen, weil ich habe mich sicher 100-mal weniger bücken. Und ja, und wieso bin ich froh, dass ich es noch nicht gemacht habe? Ja, schau mal. Es füllt sich mit Laub. Das heisst, der Laub, der im Netz hängen bleibt, das nehme ich für Beeten. Der Laub, der am Boden liegen bleibt, das bleibt für den Boden. Genau. Aber das, was im Netz ist, das finde ich, das darf ich nehmen für jemand anderes. Mhm. In a space the size of your driveway, doesn't have to be huge. Plant a seed, watch it grow. It'll feed you, just let it go. Don't want the pain, too much to maintain. So stay inside the right size and take it slow. Es ist Donnerstagabend. Ich bin da gerade am Blumengießen, also jetzt gerade das Roggenfeld am bespritzen. Jetzt Abend kommt es, glaube ich, regnen. Darum umso wichtiger, dass ich es vorher bespritzen. Weil ich habe ja einen trockenen Boden. Und darum ist es gut, wenn es schon vorbefürchtet ist, weil dass man, wenn es regnet, wenn es trocken ist und vorbefürchtet ist, dann mag es mehr aufnehmen. Ja, für mich war am Anfang auch nicht logisch gewesen. Aber es ist eigentlich total logisch. Man muss ja den ein bisschen aktivieren. Ah ja, aber nicht genug fachsimpelt. Ja, ich habe aber gemerkt, ich habe gar nicht so viele Videos gemacht diese Woche. Aber ich habe trotzdem dauernd gearbeitet. Zum Beispiel habe ich da auch noch mehr Salat, Zuckerhüte habe ich noch dazwischen gekommen. Ihr seht, vielleicht ist ein Haufen am Kommen. Jetzt habe ich es auch noch gemulcht, wieder mal. Neue Strohschicht, weil ich möchte den Humus aufbauen. Ich habe den Wald Forest Nummer 1 recht ausgeräumt. Da sieht man es vielleicht auch nicht. Holz verschnitten, alles von Hand. Das hat viel Zeit gekostet. Ich bin das Bier geholt. Ich bin in der Schule. Ich habe Schulhausaufgaben und Videos aufgenommen. Was habe ich noch gemacht? So viel gemacht, so viel Werbung gemacht für unser Food Forest und unser Crowdfunding. Ich habe mit den Leuten geredet an der Bar. Wir haben übrigens eine Bar. Haben wir ja gar noch nicht erzählt. Wir haben noch gar nicht groß über unsere Bar geredet. Die Bar ist jeden Tag haltet die Bar. Mindestens etwa einen Tag, seit es offen ist niemand angehalten. Ein Tag. Und sonst haben wir mindestens ein Glas Apfelsaft miteinander getrunken. Ja, es ist viel los und es ist wunderschön. Und wir sind jetzt dann 6 Monate da oben. Stell dir vor, 6 Monate. Ja, aber wir machen jetzt ein besonderes Video zum Zelebrieren 6 Monate.
Make it small and slow. Who needs the green revolution? Netze sind wieder weg. When you got small and slow solution. Fortlaufend werden Tomaten gegessen. Der Weg kann ich mit der Sophia anfangen besser machen. Sieht man bis ab den Stein. Da unten hat es aber nicht so gut funktioniert. Ja, hinter mir! Seht ihr da? Da hat es ein neues Loch. Das Loch da ist unter dem WC vom Pool. Oh, da. Unter da oben gibt es das WC fürs Poren wieder. Da unten gibt es das Scheißhaus, weil es gibt ja Trocken-WC. Das heisst Plumps, Blub. Und da muss ich dann da den Kübel rausnehmen. Aber das ist einfach zugegraben. Da bin ich am rausgraben. Ja. Jenstes und jenes und Hausaufgaben für die Schule und eben alles momentan. Ja, darum ist die Woche unser Video nicht ganz so lang wie sonst, aber trotzdem, hey, schön bist du am Schauen. Genau, Fena will unbedingt aufs Video sein. Gell? Aber eigentlich will ich die Blumen zeigen, Fena. Kennt etwa die Blume? Das ist mega schön. Gell? Ich habe noch nie gesehen, so eine Blume. Aber die ist da jetzt einfach aus dem Nix rausgekommen. Schön gesprenzelt. Wir werden hier beschenkt im Priester. Gell, Fena? When we quit our oil addiction, how we gonna get around? Well, I think there's a small and slow solution, people. Am Haken wegschneiden, weil wir wollen das nicht in unserer Natur hacken. Und was ich euch zeigen will, ist, schau mal, die Höhe, die wachsen oder die Bäume wachsen um die Höhe herum. Und das ist jetzt verewigt in diesem Baum. Ob das gut ist, wahrscheinlich nicht. Darum, meine lieben Mitmenschen, wenn ihr in Zukunft irgendein Feld abriegeln, dann tun es doch mit Naturhecken abbinden, anstatt mit so Drehtagen. Weil es wachsen Bäume rein, die meisten Tiere, immer noch die Hälfte der Wildtiere sterben, dass so verhangen in so Hagen und so weiter und so fort. Darum, hey, Naturhag, das ist die Zukunft. Schau mal, wie das eingewachsen ist. Schau mal, der einzige Weg, wenn ich es wegbringen kann, ist, ich schneide es und lasse Metall im Baum rein. Einfach eine Sauerei. Eine Sauerei. Gut. Weiter im Text. Technology I found. It's called your feet. And they're pretty good for getting from A to B. It takes a bit longer, but your legs come out stronger. And there's lots of nice things to see when you take it slow. Make it small and slow. Don't create no pollution. So, nachdem alles ein bisschen verschnitten ist, sammeln wir das Schnittholz zusammen und verschieben es hier über verschieben. Seht ihr? Und da kommt dann die Naturhecken oben runter. Benjenshecke, Aussenseite Stachelbeere und Innenseite die Obstbäume. Hey, und übrigens, dank euch haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben 5000 Franken erreicht beim Crowdfunding. Und wir haben mit lubera.ch können verhandeln. Sie geben uns auch nochmal einen Rabatt. Und das heisst, wir werden einige mehr als 100 Bäume und Sträucher können pflanzen, dank euch. Ja, ich sage es euch dann ganz am Schluss in ein paar Wochen, wie viele Bäume das effektiv waren. Aber dank euch läuft's! Ein Food Forest, Naturhecken und ja, wir sind dran. Da, Claudia, machen die auf dieser Seite vom Beet, also machen wir auf dieser Seite vom Beet genau das Gleiche wie auf der anderen Seite. Macht ja keinen Sinn, nur auf einer Seite, dann können wir es auf der anderen rein, weil dumm sind die Tiere auch nicht, gell? Fena. With a small and slow solution, yeah. Bigger isn't always better. Faster don't make it stronger. Claudia, ist es jetzt verbunden, durchgehend? Ja. Yeah. Noch nicht optimal, aber es ist verbunden. Bis aber. Bis noch nicht ganz hoch, aber schon weit. We keep going the way we're going. Oh, we won't be around for much longer. Ja, und all die Rügel geben entweder Holz,
Beetenränder, Wegränder, Pilze werden geimpft. Und dann müssen wir aber noch wissen, wie das Terrasse 3, was ist echt das Thema, das Motiv von Terrasse 3. Wie das ist von jemandem weltklassmässig gestaltet worden, für 350 Franken dürfen Sie jetzt da das Motiv und vom Terrasse 3 auswählen. Und darum lassen wir das noch ein bisschen liegen, weil je nachdem können wir das brauchen. Also der Colin hat wieder mal ein neues Spielzeug gekriegt. Und ja, also ich habe gesagt, er darf es eigentlich nicht ohne irgendwelche Instruktionen, Kurs, Schutzmaßnahmen und weiss ich was alles benutzen. Aber ja, wir müssen unbedingt vorwärts machen, wir müssen Gas geben und darum habe ich gesagt, okay, gut, komm, also so einzelne Ästchen und kleine Sachen und so darfst du mit dem neuen Spielzeug machen, nämlich mit seiner Motorsage. Und ja, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, kannst du dir vorstellen, was höre ich von außen? Motorsagegeräusch. Ja, das heisst, am besten lege ich mich jetzt sofort schnell an, mache mich parat und kann ganz sofort schauen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und er nicht grössenwahnsinnig wird und anfängt, irgendwelche ganzen Bäume abzusagen. Ja, das mache ich jetzt. Schnell schauen. So instead of running towards a brick wall, why not walk instead and save your head? Ja, also ich hatte eigentlich noch mein Projekt Vogelhäuschen, das ich unbedingt machen wollte. Habe ich angefangen mit den gleichen Materialien wie bei den Katzentreppen. Aber ja, dann ist so viel dazwischen gekommen und die Woche ist so schnell gegangen und ja, das mit dem Johnny war noch, der Greifvogel, und das hat uns irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen auf die Gemüse geschlagen und ja, also ich hatte dann keine Zeit mehr für mein Projekt Vogelhäuschen, aber es ist aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, also von dem her, es wird noch weitergehen, ich zeige es dann, sobald sie fertig sind. Hey, kommen wir mal auf Terrasse 2 rauf, schauen! Bigger it is, the harder it falls. So keep it small and take it slow. 'Cause the dream of unlimited growth is just a popular delusion. Und da die wunderschöne Claudia. Sie ist am Weg auslegen. Ja, genau. Ja, erklärst du uns da, was das so ist, genau, Claudia? Ja, also, da haben wir sind hier auf der Terrasse 2. Da kommt dann das Wasser oben runter. Da ist der Colin jetzt ein Well am Ausgraben und gerade mit Material am reinlegen. Das heisst, da sollte eigentlich dann die Feuchtigkeit gespeichert werden in diesem Graben. Und da oben drauf eigentlich, auf dem Berm. Auf dem Berm. Ja. Tun wir dann Bäume pflanzen, ein paar. Und dann noch andere Sachen, Rhabarber, Kresse, so Zeug haben wir überlegt, einfach alles, was am Boden schnell und gut tut und ein bisschen hebt. Genau, das ist das eine. Dann haben wir angefangen mit dem ganzen Holz, das der Colin geschnitten hat, mit der Motorsage. Haben wir angefangen, so Beetli-Konturen zu machen, damit wir wissen, wo ungefähr die Beete sind. Dann haben wir angefangen mit Stein, das sieht man dann da vorne besser. Dann haben wir angefangen, Konturen zu legen für die Wege, einfach damit wir so die Terrasse ein bisschen, wissen schon mal, wie sie dann schlussendlich aussieht, damit wir, wenn wir pflanzen, Genau, wenn wir pflanzen unsere Sträucher und Bäume. damit wir schon wissen, wie es dann aussehen soll, oder? Wir können ja nicht einfach irgendwo Löcher buddeln und irgendwo rein tun. Ja, gell? Und vor allem eben das Swale und eben das Bewasserungssystem, das muss vorher drin sein, gell? Ja, Ja. definitiv muss das, ja. Mhm. Ja. So, es ist Sonntag, es ist Mittagszeit. Ja, Okay? Colin hat schon ein bisschen Ich Hunger. habe mega Hunger, nicht nur ein bisschen. Ja. Also, was sagen wir da zu dieser Stelle? Ja, liken, Kommentieren. abonnieren. Und sowieso schön bist du da. Danke vielmals fürs Schauen. Genau. Apropos Dank. Ja, du, wir haben einen Haufen zu danken. Ja, Hey, definitiv. Ja, wir haben es geschafft! Ja, die 100 Bäume, die werden kommen.
Und wir haben noch Hammer. wollen sagen Danke. Ja. Und wir haben auch noch wollen Danke sagen all die stillen Teilhaber im Hintergrund, die mit uns telefonisch und SMS-mässig uns unterstützen mit Tipps. Zum Beispiel kommt mir gerade da in Sinn der Raffi sehr aktuell. Raffi, ganz ein guter Typ aus dem Berner Oberland, hat ganz eine gute Frau. Wollte ich noch schnell sagen. Danke vielmals, Raffi. Ohne dich, der Raffi hilft mir eben mit dem Strom aus. So ja, da kann mir besser rauskommen, was ich plane und was ich vorhabe. Genau. Ja, hey, miteinander. Tschüss. Ciao, Schönen gut. Sonntagabend. Und vor einer guten Woche steht. Ja. Hey, bis nächste Woche. Tschüss. So you small and slow solution. Yeah. Danke, Joe.